EA Sports. It's in the game. Es ist Zeit für das Sportereignis des Jahres 2014 und so natürlich die Fußball-Weltmeisterschaft. Und damit willkommen zu FIFA World Cup 2014 in Brasilien. Mein Name ist Michael Zane oder kurz gesagt natürlich auch Michael. Und ja, es geht hier los mit dem ersten Part des FIFA World Cups Brasilien. Automatisch, okay. Worum geht es mir mit diesem Let's Play? Mir geht es darum, weil generell ist es natürlich so, wenn WM ansteht und so, ist generell so natürlich sehr viele Let's Plays dazu gibt, es ist ein Fußballspiel, nicht wahr? Und generell gerne Fußball gespielt wird. Mir geht es aber jetzt vor allem darum, da ich ja Schweizer bin und relativ selten dazu komme, Parts auch mal auf Schweizerdeutsch zu kommentieren und zu zocken generell. Ich möchte das jetzt gerne hier nachholen und zwar im sogenannten Swiss und German Modus. Ja, was heißt genau? Also, im Grunde genommen ganz einfach, es geht darum, es ist ein Gym-Modus, wir sehen es gleich, wir können direkt, ja, was auch sehr geil ist in diesem Spiel, man kann nämlich entscheiden, wie viele Teams man selber spielen möchte. Sprich, nicht nur ein Team zum Sieg führen, sondern natürlich auch mehrere. Das machen wir jetzt natürlich so, spielen natürlich die Schweiz, ganz klar. Obwohl sie hier ein bisschen untergestuft wurde, das sehen wir später noch in den Kämpfen, das wird ziemlich lustig werden. Ja, natürlich, wie ich bereits gesagt habe, Swiss und German-Modus, sprich natürlich auch Deutschland. Mein Ziel ist, dass ich so mache, jetzt mal für den ersten Part nach Brasilien, um ganz so zeigen, zum vorzuführen. Dass wir so machen, dass wir halt in den Parts, wo Deutschland spielt, halt auf ganz normal mit Deutschland spielen und auch ich auf Deutsch kommentieren werde. Jedoch, wenn halt die Schweiz spielt, werde ich auch auf Schweizerdeutsch kommentieren. Das ist auch schon eigentlich das ganze Prozedere in dem Swiss und German Modus. Ja, wir sehen ja auch gleich eine Gruppeneinteilung mit den einzelnen Ländern. Das sieht zwar gut aus, müsste also vom Original her sein. Gut. Was ich auch so machen werde, ist, dass die Parts jeweils in den Tag kommen, wo auch natürlich das jeweilige Team spielen wird. Sprich, heute ist der 12. Juni, und heute spielt Brasilien, sprich, heute kommt der erste Part noch. Am 16. Juni spielt die Schweiz, dann kommt auch da dann der zweite Part, dann der dritte, wenn Deutschland spielt und so weiter und so fort. So, was haben wir hier? Der EA Sports Daily. Joachim Löw meint, Form und Fitness sind der Schlüssel für ein erfolgreiches Turnier. Gutes Trainieren ist entscheidend, denn das Training wird ein Faktor sein. Das Training wird diese Woche anziehen, schließlich naht das Eröffnungsspiel. Genau, man kann hier natürlich auch trainieren und so, auch während der WM, was auch ganz sinnvoll ist und auch hinsichtlich des Originals eigentlich auch ziemlich sinnvoll wäre, wenn man es so finde ich auch im Original macht. Spiel 3, gehen wir auf einen anderen Spielstand und zwar, sage ich jetzt mal, was mache ich da? Okay, umschalten mit L2, einfach mal LP, war für Let's Play. So. Auch bereits, man braucht es gar nicht. Sehr gut, LP erstellen. Yep, das war schon mal sehr, sehr gut. Was haben wir noch vergessen zu erwähnen? Ach ja, genau, auf den Fall, dass die Schweiz und Deutschland könnte ja sein hier. Also das im Real Life passiert eher weniger. Aber hier vielleicht im Spiel vielleicht schon eher. Und zwar, dass die Schweiz und Deutschland zusammen gegeneinander antreten. Was sowieso frühestens im Viertelfinale oder Halbfinale passieren könnte. Dann mache ich es so, dass ich zwar die Schweiz spielen werde, aber das Ganze auf Hochdeutsch kommentiere. Ja, trotz allem dann. Gut, erstes Spiel, natürlich Eröffnungsspiel, Brasilien gegen Kroatien. Das sind wir ganz gewohnt. Müsste, glaube ich, gerade der originale Stadion sein, bin ich nicht mehr ganz so sicher. Ich hoffe, man macht hier keinen Fehler. Ein bisschen peinlich. So, Kroatien gegen Brasilien. Sehr schön, sehr schön. So, jetzt sind natürlich noch die Startaufstellung von beiden Teams. Wenn ihr diese noch bewundern könnt, werde ich ganz kurz noch hier das Spieleinstellungen machen. Und zwar ja bereits heiter, ist auch heiter. So, und zwar natürlich die Halbzeitlänge, die wird 10 Minuten sein, obwohl ich gerne auf 8 Minuten verkürzen werde. Ich habe einen Test gesehen, 10 Minuten ist fast schon ein bisschen lange. Obwohl, ich brauche es eigentlich für vor allem die Länge. Okay, lass mal 10 Minuten. Schwierigkeitsgrad Halbprofi, das ist momentan von den ersten Part noch so. Künftig werde ich es höher stellen, weil es ist so, okay, ich sage mal ganz kurz. Es gibt 6 Schwierigkeitsstufen. Anfänger, das ist kein Problem, der kann es mit dem Torhüter vorne ranstürmen und Tor schießen, also ganz ehrlich, das ist überhaupt keine Frage. Amateur geht auch noch, und das erste Mal da zockst, kannst du natürlich auch wählen. Halbprofi geht schon ein bisschen in Dribbling rein, schon ein bisschen schwieriger. Wir werden künftig bei Profis zocken, weil es ziemlich im Real Life entsprechen, also ziemlich anfordernd, ich sag's mal so. Weltklasse, Legende gibt es noch, die können aber knicken, Freunde, weil ganz ehrlich, ich habe mal mit Legende gezockt, da habe ich 15-0 auf die Fresse gekriegt. Ich hatte keine Chance, war die ganze Zeit nur hinten. Die Gegner sind so mies drauf, also ihr werdet es auch jetzt im Halbprofi, im Profi sehen, es ist nicht ganz einfach das Spiel. Ihr müsst auch wirklich ein bisschen reinfuchsen, so.
Ich kann zwar jeden Fußballfan nur empfehlen, das sicher, aber es ist schon ziemlich schwer. Vielleicht machen wir fürs Finale sogar Weltklasse, mal gucken. Und bis dahin schon so gut bin, kann durchaus sein. Ich habe, wie gesagt, auch schon früher Spiele gezockt, auch schon 2010, 2006 und so. Aber dort immer Profi-Weltklasse gezockt zum Schluss hin. Naja, so mal zum Gequatsche. Jetzt geht endlich mal ab zum Spiel, und zwar in Sao Paulo. Manni Breukmann begrüßt Sie und es ist der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Endlich geht es hier los. Die Atmosphäre, die ist unglaublich. Das ist hier zu spüren, als würde 10-mal gleichzeitig Karneval gefeiert. Da fehlen mir fast die Vergleiche. Also ganz einfach, willkommen zum größten Sportereignis der Welt. Ja, und damit vielen Dank an Manni und Buschi, das Ganze auch kommentieren werden mit mir zusammen. Kennen wir vielleicht auch schon bereits durch andere Sportereignisse oder andere TV-Serien, Buschi unter anderem durch TV Total, beziehungsweise nicht TV Total, das ist Stefan Raab, nehmen wir natürlich durch Schlag den Raab und so weiter und so fort. So, zu das Spielbeginn können wir hier ein bisschen trainieren und so, ihr seht, wie das ganze Spiel funktioniert auf der PS3. Naja, also grafiktechnisch nicht gerade das absolute Highlight, aber wie gesagt, dieser PS3 und nicht PS4 oder sonstige PC, Xbox One, Wii U Grafik und so, von dem her, naja, vielleicht nicht unbedingt das Highlight, wenn man es unbedingt erwarten würde, grafiktechnisch, aber dafür spieltechnisch hat es einiges aus dem Real Life zu bieten. So, ihr seht schon, natürlich muss man immer dann schießen, wenn unten links der grüne Balken ersichtlich ist, weil sonst, wenn er natürlich so schießen würde, mal irgendwie im roten Bereich. Ups, war wieder falsch, Entschuldigung. Angenommen, ich spiele jetzt mal im roten Bereich da links unten, kann dann ganz kurz den Pegel mitverfolgen, und zwar jetzt mal. Ja, kann ich auch runterscrollen, bringt nichts, der schießt einfach drüber. Das ist unglaublich, im 11 Meter schießen. Aber egal. Los geht's mit dem Eröffnungsspiel zwischen Brasilien und Kroatien. Und auch Brasil und Hrvatska. Oh Mann, ey. Gleich steigen wir hier ein in ein Gruppenspiel der WM-Endrunde und die Protagonisten, darauf können wir jede Wette eingehen, die wollen sich keine Blöße geben. Hier zählt jedes einzelne Spiel. Auch ich habe was gelesen. Ich habe gelesen, die neu gebaute Arena de Sao Paulo ist in Zukunft nicht allein der Nationalmannschaft Brasiliens vorbehalten. Ja, das war so schön, so gut. Haben wir uns in natürlich mehr, ja. Heute ist der offizielle Start der WM-Endrunde 2014 hier in Brasilien. Traditionell natürlich auch unter Beteiligung der Gastgeber. Was glaubst du, Buschi? Wie wird die Seleção dieses erste Spiel angehen? Es geht gar nicht anders. Mit dieser Begeisterung, mit diesen Fans im Rücken, Vollgas und gleich mal zeigen, wir sind der Top-Favorit. Ja genau, danke Buschi, danke Manni. Ja, mit 3 Kommentatoren könnte es ein bisschen schwierig werden. Vielleicht muss ich Runden später noch runterstellen, mal gucken. So. Mal gucken, wie das Ganze noch zocken kann, wa? Also, das war mal die Grundsteuerung, eigentlich ganz einfach. Dribbling natürlich auch, so ein bisschen wobei, ich glaube, war gar nicht dribbeln. Alter, was ist denn da durch? So, man merkt schon, auf Halbprofi sind noch nicht so aggressiv, das ist natürlich ganz gut. Jetzt spiele ich mal ein bisschen nach vorn. Was war das gerade? Der Pass war super, die Annahme war total beschissen. Und Ivan Rakitic. Fällt eher russisch war anstatt kroatisch, aber okay, wieso ist nicht da reingegangen? So, schon besser, dankeschön. Oh, das war natürlich total auf die Pässe, hey. Ist natürlich so, man sieht natürlich schon unten Radar, unten in der Mitte ist ja schon gut, aber das Problem ist, wenn ich hier zocke, kann ich nicht unbedingt gleichzeitig runter gucken, auf das Spiel, auf den Ball, könnte ein bisschen problematisch werden. Er will ihn haben, den Ball. Kriegt er ihn? Lass mal gucken, da sind sie eigentlich drauf, die Spieler. Können sie in Entfernung schießen? Können sie Tore schießen? Scheinbar nicht. Er guckt sich um, ob jemand mitgeht. Na, scheinbar nicht. Geht jemand mit? Ich will Potter erhöhen. Ah, ne, war ja falsch. Paulinho. So, jetzt mal ein bisschen nach oben. Sehr schön, das war, naja, möchte gern Steilpass, würde ich jetzt mal behaupten. Gustav! Oh, naja. Aus der Situation? Luis Gustavo. Also manchmal die Kommentare, so, das war jetzt ganz gut ausgespielt. Alter, lass mal in Ruhe. Also ich kann natürlich mit E natürlich steuern, mit R kann ich auch Special-Tricks machen. An seinen Füßen wird er da auch kleben bleiben. Nö, scheinbar nicht. Wie ein Känguru und ist damit der Grätsche entgangen.
Känguru? Spielt doch gar keiner mit Australien. Ja, tolle Chance. So, und schießen mal. Ah, das war ja klar. Als nächster den Ball. Schuss und mit sowas kannst du diesen Torwart nicht aus der Reserve locken. Ja, das sagst du so einfach, Buschi, aber oder was man hier, das merkst teilweise gar nicht. Fakt ist, hier ist die Steuerung teilweise entweder zu unpräzise oder dann zu präzise und zu empfindlich. Es ist teilweise echt ein bisschen... Hallo, geht's eigentlich noch? Teilweise echt ein bisschen, konfus, sprich, wenn ich da auf den Torhüter halte und dann schießen will, kann es passieren, dass ich teilweise eine Sekunde auf den... wenige Chancen nur für seine Tore. Ja, Entschuldigung, natürlich in 1 Sekunde, so ganz kurz antippen muss für den Schuss und dann geht drüber. Andererseits, wenn ich direkt im Strafraum bin und gar nicht im Rennen bin und so und dann den Ball annehmen und schießen will, dann reicht das gar nicht und mache ich einen Pass draus. Also es ist echt eine ziemliche Gewöhnungssache. Also sprich, der Knopf ist zwar immer der richtige und so, kein Problem, aber es ist halt die Intensität, wie man ihn drückt, zu welchem Zeitpunkt, alles ein bisschen sehr, ja, gewöhnungsbedürftig, beziehungsweise muss natürlich alles trainiert werden. Er passt den Ball zurück. So, Julio Cesar soll ein ganz guter Torhüter sein. Ich muss ganz ehrlich dazu zugeben, Fußball ist jetzt nicht unbedingt mehr so meine Materie. Ich habe früher selber gespielt, als Kind noch, bis etwa 12, 13, also auch nicht so lange. Also Verteidiger und Torhüter, von dem her. Ja, also wie gesagt, ich habe schon gerne Fußball gespielt und so und habe es auch teilweise noch gerne geschaut. Im Fernsehen und so, aber irgendwie, weil ganz ehrlich, wenn du so Gruppenspiele siehst von normalen Mannschaften, dann ist oftmals so, dauert ein Spiel so 90 Minuten, aber Schluss trotzdem 0-0. Ich meine, hallo? Die Spiele sind so total langweilig, denkst du einfach nur, nee, nie wieder. Ja, da kam es dazu, dass ich eigentlich sagen musste, okay, Fußball ist schön und gut, ist ein... Abseits war, ja, war klar. Ich muss einfach sagen, Fußball ist schön und gut und so, macht auch Spaß, selber zu spielen, aber... Normale Spiele so zu gucken, nee, da ist zu wenig Dramatik dahinter, zu wenig Spannung, die Spiele sind zu wenig gut genug oder so, wie auch immer. Bin ich irgendwie zu Eishockey, Dankeschön, gewechselt und muss ich sagen, war schon sehr viel spannender, das sicher. Aber trotzdem Fußball, natürlich, wenn es so Bundesligaspiele gibt mit der Schweiz und sonst Länderspiele anstehen mit der Schweiz, dann bin ich sonst immer dafür. Und Achtung, der könnte passen. Nicht wirklich. Ja, aber das ist unter Kontrolle, die Frage ist bloß, wie lange noch? Alter, ich klebe am Ball, ich klebe am Ball. Komm erstmal nach vorne. Kommt mir entgegen, so. Was war das gerade? Was war denn das, wenn ich mal fragen darf? Also, ein Pass, danke schön. Klare Entscheidung nach diesem schwachen Ball, Einwurf. Sag mal, ich bin nicht langsam, was? Ich hab nach rechts gezielt, so wie jetzt. Ja, jetzt klappt's natürlich. Voll natürlich nicht, nö, ich spiel nach oben. Ins Aus. Nein, von mir aus. Ein Einwurf vom Gegner schadet eigentlich selten. Wobei, sage ich jetzt noch, künftig wird sicher so sein, dass Siegestor oder Siegesniederlage in meinem Fall durch einen Stoß passiert. Ganz toll. Alter, nein, in die Mitte, nicht. Ich habe echt Mitte gespielt. Das gibt's nicht. Alter. Leute, ein guter Rat von mir. Habe ich ja vorher noch einen Trainer bekommen. In der Defense, in meinem eigenen Bereich, niemals in die Mitte spielen. Aber das geht. Jetzt haben wir das erste Tor. Hoffentlich kommen noch ein paar dazu. Und seine 23 Minuten von der Nummer 19, dem Hulk. Naja, ganz grün ist übertrieben, ein bisschen grün hat er ja. Rund ums Trikot herum und die Fans jubeln, sind begeistert. Sie können ihre Freude kaum noch im Zaun halten. Buschi, wann hört auf zu kommentieren? Ich bin gerade dran. Der Mann dieser Mannschaft. Ach Mann, ey. Ja, jetzt natürlich Brasilien und so. Mit Deutschland wird es ungefähr ähnlich gehen von der Steuerung her. Vielleicht da und hier Angriff und Verteidigung ein bisschen besser oder schlecht, je nachdem. Aber mit der Schweiz, ja, also Halbprofi ist schon relativ ausgeglichen. Profi wird es für mich noch ziemlich schwierig werden, also natürlich trotzdem. Will ich irgendwie sagen, dass ich da auf Anfängerniveau gewonnen habe? Nee, sicher nicht. Ich will trotzdem, damit es ein bisschen spannend wird. Ganz nicht. Ein richtig guter Kopfball, aber nicht gut genug. Ja, danke schön, Kommentar. Ein unnützer Kommentar vor allem. Ja, Kopfbälle machen ist hier auch noch. Natürlich machst du auch hier mit dem Schussknopf alles, aber hier einmal zu viel, einmal eine Millisekunde so lange drauf am Knopf und schon ist der Ball einfach im Arsch. Was ist das gerade? Was ist denn hier drunter gespielt? Naja.
Was soll's, was soll's. Ich meine, es sind ja erst 25 Minuten vergangen, wir führen bereits 1:0. Also wenn das genauso schnell heute Abend geht, im Real Life, dann not bad. Ich schätze im Real Life das Spiel etwa 2:0 ausgehen für Brasilien, war so mein Tipp, weil ganz ehrlich, Kroatien ist schon eine gute Mannschaft und so, aber das Klima vor allem. Brasilien ist es natürlich sehr viel eher gewöhnt und vor allem als Heimmannschaft kann es eigentlich kaum verlieren, ich habe noch nie eine Mannschaft getan in der Weltmeisterschaftsgeschichte. Wir haben ein Spiel verloren, vom ersten Spiel nicht, von dem her denke ich, wird das Ding schon an Brasilien gehen und ja, generell eigentlich schon ist Brasilien auch eine Turniermannschaft, sprich sie werden von Minute zu Minute besser und daher denke ich, ist 2:0 ein durchaus realistisches Resultat. Da kommt der noch. Offside natürlich. Ja, Offside, Abseits ist das Gleiche. Was man natürlich auch noch machen könnte, ist hier eine Abseitsfall zu generieren. Ja, gibt es natürlich auch die Option, und zwar auf dem Cursor hier oben, jetzt nach oben drücken und dann einfach die Abseitsfall aktiviert. Ja, natürlich jetzt weniger, das ist natürlich auch klar. Aber einfach mal so für euch zu wissen, oh, es geht alles und so, könnt ihr mir ruhig in die Kommentare schreiben, von wegen, ja, Michael, mach mal den Abseitsfall und so, ist ein guter Moment und so, dann merken wir hoffentlich das für künftige Parts oder Situationen. Verdribbelt, ganz toll. Dante. Boah, hier will ich eigentlich weniger trippeln, Alter! Der Angreifer den Ball zurück. Was man auch sagen muss, hier bei der Steuerung, du kannst manchmal zu spät reagieren oder zu früh, es ist ganz kurios teilweise. Du denkst optisch, ja, wenn du jetzt drückst, dann reagiert er noch, aber in Wahrheit im Spiel dann selbst reagiert er nicht mehr. Das ist manchmal ein bisschen... Wow, da muss auch erst dran gewöhnen. So, Trippel hier, wir Weltmeister! Ah! Was mache ich hier? Eine kleine Unaufmerksamkeit und schon ist der Ball weg. Allerdings, da muss er künftig unbedingt besser machen, weil auf dem Profiniveau meine Gegner alle so dribbeln und zwar natürlich fehlerfrei, ist ganz klar, und deshalb, also wenn man da im ersten Spiel Schweiz-Ecuador, wenn man da die Ecuadorianer wollte ich gerade sagen, ja, natürlich die Mannschaft von Ecuador, wenn die hier durchdribbeln, dann wäre es ein bisschen peinlich. Was ist denn das für ein Schuss-Torhüter? Oh, egal. Also 1:0 kann durchaus zufrieden sein, noch in der ersten Halbzeit, und zwar ein schöner Pass. Was ist das gerade? Dann quer durchs Feld. Ich meine, klar, du spielst nach vorne, ist ja kein Problem, aber trotzdem nicht gerade die beste aller Ideen. Ich meine, nur so halt, kommst du dann vorbei? Na, denke schon, wa? Ach, lass mich in Ruhe! Der Kampf für die Befreiung des Balles war erfolgreich. So, ihr seht ja jetzt auch, dass ich jetzt die meisten Zweikämpfe gewinne vom Ball her. Das könnt ihr künftig auch vergessen, da wird auf Profiniveau... Da fehlte wirklich nicht viel. Die Höhe war schon mal richtig. Auf Profiniveau werden unsere Gegner genauso austrippen. Also der Unterschied zwischen Halbprofi und Profi ist schon immens. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, ist zwar erst ein Tag, 2 her, wo ich das letzte Mal was gezockt habe. Aber trotzdem, es ist schon, ja, schon ziemlich herausfordernd. Natürlich müsst ihr hier viel trainieren und so. In der Zwischenspielen, Alter, was macht denn der dort? Und Ivan Rakitic. Sonst ganz coole Tricks, aber natürlich gegen uns. Alter, hau den, kein Problem. Vor allem aus der Schwierigkeitsstufe. Mach jetzt vor allem noch deshalb das Ganze testen. Nein, was haben wir jetzt gemacht? Was war das? Ich habe gerade herumgeguckt und wollte gerade sagen, von wegen jetzt passen wäre natürlich ganz viel, weil Offside, aber ja. Da hat er auch schon den Ball verloren, toll. Oh je, gerade erst Halbzeit rum. Erst ein Tor, es ist ja ziemlich beschämend, war. Also in Testaufnahmen vorhin habe ich 13:0 gewonnen. Aber 2 Tore noch hergeholt, frage ich mich gerade. Mit dem Niveau, wo ich gerade jetzt hier zocke, vermutlich eher weniger. Mandzukic, wie kann man bloß... Ja, so einen Namen, ey. Nee, weil vor allem ein Name ist einer, wie kann man sowas überhaupt aussprechen? Also dafür immer wieder meinen großartigen Respekt an die Kommentatoren. Wie kann man solche Namen bloß aussprechen? Da sind solche Zungenbrecher. Das Peinliche bei mir ist es vor allem, wenn wir, wie gesagt, im nächsten Part mit der Schweiz zocken und wir haben ja mittlerweile, ja, sind natürlich schon Schweizer, ganz klar, aber es sind halt alles Schweizer mit ausländischen Familiennamen und da habe ich immer noch Probleme, teilweise auszusprechen. Das ist, also wenn du als Ausländer oder sonst irgendwie als Außenseiter die Schweizer Mannschaft siehst und denkst, was, wieso sind das Schweiz? Sind doch alles irgendwie türkische Namen oder sonst irgendwas? Ja, das ist halt der Wandel der Zeit, nicht wahr? Die Partie wird mit dieser Abseitsentscheidung unterbrochen.
So, das ist abseits, brauchen wir gar nicht lange diskutieren. Und wir können hier belegen, eine sehr knappe, aber eine richtige Entscheidung. Durchaus, durchaus. Da muss ich durchaus anmerken, Leute, hier mit dem Schiri-System an die Entwickler etwas ganz Großartiges getan. Und zwar, die Schiris pfeifen meistens echt richtig. Also ich habe da selten Fälle erlebt, wo sie falsch gepfiffen haben oder irgendwie falsch entscheide waren. Da haben die Entwickler einen guten Job gemacht. Im Gegensatz zum letzten Mal noch, erinnere mich da, 2010, das waren teilweise doch ein bisschen ernüchternd. Also sprich wie im Real Life. Manchmal bist du mit dem Schiri einer Meinung, manchmal nicht. Was soll's. Ich bin am Ball. So drücken wir jetzt Elsa, mit dem sollte ich eigentlich am Ballbesitz bleiben. Na, man sieht's ja. Okay, ich habe Vorteil, sehr schön. Jetzt ist erstmal ein bisschen Tempo raus aus dem Angriff. Ich muss dribbeln, ich muss können. Und hier im Stadion waren schon viele aufgesprungen, die dachten, der Ball sei drin. Nichts da. Ja, dachte ich eigentlich auch. Rechtzeitig zur Stelle. Der Schiedsrichter zögert überhaupt nicht. Gelbe Karte. Die erste gelbe Karte des Spiels. Geht an Kroatien. Nein, Nummer, ich hab's gar nicht mehr gesehen. Nummer 9, glaube ich, war. Egal, nee, muss ein anderes sein, weil ja im Verteidigungsraum, da kaum welche Nummer 9. Was will mehr ein 1:0 zur Pause sagen? Gar nichts. Alle Möglichkeiten für beide Teams in Durchgang 2. Genau. Was sagt die Zeit? Bereits 22 Minuten, hey. Okay, aber man muss doch länger in der Halbzeit ein bisschen runterstellen, auf 8 Minuten so, weil sonst sind wir da wirklich 30 Minuten jeweils ein paar dran und wäre schon ein bisschen doof, ja. Egal, kann man das jetzt schon etwas, das wird schon. Okay, 1:0, ihr seht schon, also, auch natürlich Kroatien bereits eine oder andere Chance hatte, weil ich einfach ein bisschen unkonzentriert war. Ist eigentlich klar, wir sind komplett am Führen und so, wir sind die Champions, die Sieger der Herzen, zumindest aktuell noch, wie es nachher sein wird, sehen wir dann noch. Spielleisten Oscar bis jetzt, sehr gut. Also momentan natürlich sehr gut, genau, sollte natürlich auch sein. Was haben wir sonst noch? Spielerwertungen, Marcel und Hulk, gut. Und los geht's mit der zweiten Halbzeit. Vergewissert sich, dass alles in Ordnung ist und pfeift die zweite Halbzeit ab. Dazu muss man ganz ehrlich sagen, mir gefällt die Richtung von rechts nach links im Fußballspiel hier eigentlich viel besser. Sprich, ich habe auch viel bessere Möglichkeiten, um es zum einen mal abzuwehren, aber auch im Angriff. Ich hoffe jetzt mal, dass es jetzt auch klappt und dass ich nicht zu viel verspreche, aber eigentlich müsste es sogar sehr viel besser klappen, dass wir mal das Tor schießen. Viel zu lame war, ja, war klar. Die Länge abzuschätzen ist auch nicht ganz einfach mein... Was machen wir mit dem Dribbling, ey? Das war zu ungenau. Davon hat der Verteidiger sofort profitiert. Mal hier vorbei, jetzt kommt der natürlich und sehe ich mal so vorbei. Ja, das war ein ganz schönes Dribbling. Also das Dribbling war vorbeigezogen. Ja. Alter, die Special Tricks auf R2, R3, Entschuldigung. R3 natürlich, die Special Tricks sind auch ein bisschen sehr gewöhnungsbedürftig und nicht immer sehr praxisbezogen, vor allem in der Anwendung gerade. Was ist das gerade? Auf den Fuß weggezogen. Sofort abgezogen und... Mann, ey, da gibt's ja nichts. Mandzukic. Die Verteidigung der Kroaten steht wie eine 1, da kann sich Brasilien abmühen, wie sie wollen. Sie haben keine Chance, hier den Sieg bisweilen auszubauen und natürlich sich die Chancen auf den obligatorischen oder fast schon pflichtbewussten Heimsieg heimzufahren. So, was man dazu sagen wollte. Gut, soweit dazu. Ja, lieber kein Risiko eingehen, kein unnötiges. Deswegen der Ball jetzt im Aus. Was ist ein Risiko? Was ist kein Risiko für uns? Machen wir noch. Kann man schon nicht groß sagen. Ja. Was war denn das denn? So, mal einen kleinen Steilpass, der war sehr gut. Ballkontrolle, Flanke, war jetzt etwas. Direkt in die Mitte und... Ah, verdammt, den Missen weit nach links gezogen. Haben wir da von oben, wir waren da oben jetzt Hulk, nee, da ist der Sund bei mir. Waren jetzt da oben. Mandzukic. So, Marcelo wieder, der macht das, der zieht vorbei, kein Problem für ihn. Und er spielt die Spiele einfach aus, das ist doch einfach supi, so macht das richtig. Er macht ein bisschen zu viel mit meinem Geschmack, ja, und jetzt schieß! Er hat ihn abgewehrt, aber nicht festgehalten.
Ich lege das altbekannte Schweizer Problem an den Tag. Und zwar, wir haben zwar Torchancen und werten sie nicht aus. Verdammt. Das muss auch, vor allem im nächsten Paar, wenn die Schweiz spielen, muss das unbedingt verbessert haben, weil sonst haben wir echt ein kleines Dilemma. Und Ivan Rakitic. Sag mal. Also jetzt auch, oder? Der kann da irgendwie hin und her dribbeln, ganz locker. Und sobald ich ein bisschen nach links bewege, direkt einen Meter weiter. Uiuiuiui. Taktische Veränderung vor. Jetzt wechselt er einen frischen Spieler. Was? Ilcevic gegen Perisic. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, vermutlich eher weniger. Paulinho. Peinlich, peinlich, peinlich. Paulino, okay. Ah, das war schön, das war schön. Ich muss vor allem in den künftigen Parts öfters mal machen, so. Jetzt kommt der Hulk ist oben, okay. Ja, doch, Hulk. Ja! Da kommt keiner. Ah, Den hat er fest, den hat er sicher. nicht ganz so weit nach links und der wäre drin gewesen. Also ziemlich sicher, sag ich jetzt mal. Der Verteidiger war sowieso keiner dort und der Torhüter, naja. Als weit kommt der sowieso nicht aus dem Tor raus. Zum Glück, würde ich mal sagen. So, dankeschön. So, jetzt reicht es aber langsam hier. Fred. Und jetzt! Knapp vorbei. Abgelenkt. Was zum... Wie? Was? Wieso? Hä? Hätte ich schwören können, der wäre abgelenkt. Einen kroatischen Verteidiger oder nicht? Okay, doch nicht. Olic. Seltsam, hat wohl ein bisschen falsch gesehen, war. Da hätte er irgendwie so ein bisschen... Das hat so ausgesehen, dass er... die falsche... Alter, was macht ihr hier? Was macht ihr hier? Den Ball, da liegt er doch. Und gehalten, aber noch heiß. Hui. Logisch, das muss Eckball geben. Man merkt es aber auch schon hier auf der Stufe vom Halbprofi, auch wenn man beim Gegner mit dem Ball abnehmen möchte, was ja mit der Kreistaste der PS3 funktionieren müsste, natürlich nicht. Also, wo spielst du jetzt hin? Okay, kein Problem für uns. Geht er rein? Weg da, weg da! Gibt Abstoß. Was war denn das gerade? Also ganz ehrlich, das hätte eigentlich drin sein müssen. Du kannst doch nicht rennen, du einen Zentimeter! Ein Zentimeter! Das ist mit der Nasenspitze die Latte schon berührt. Die Nasenspitze die Latte berührt. Das klingt zwar ein bisschen falsch gerade, wenn ich das so sage, aber es ist eine die Wahrheit. Also du kannst gar nicht mehr daneben schießen. Geht doch gar nicht mehr. Naja. Es geht viel, sowieso klar. Alter! Hör auf zu dribbeln, Mensch! Da trudelt der Ball frei übers Okay, ich merke gerade, die Kroaten werden langsam stärker. Das gibt's manchmal auch im Spiel, dass plötzlich die Gegner stärker werden. Vor allem, wenn sie ein bisschen hinten liegen oder ein bisschen aufs Ende hinzugehen, werden die plötzlich stärker. Ja, das ist fast schon Profi-Niveau, was die hier zocken. Ja, noch nicht ganz, ein bisschen aggressiver eigentlich. Ach, drück einfach immer noch zu lange auf den Knopf, das gibt's nicht. Wie lange drücke ich drauf? Ja, eine halbe Sekunde würde ich sagen. Oje, 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 Michael, was machst du? Also zum Fußballgott oder Profispieler bist du garantiert nicht geboren. Neymar. Das ist jetzt schon mal sicher. Verdammt, hätte eigentlich durchkommen müssen. Gutes Abwehrverhalten, aber ein Ball... Komm schon, lass ihn durch! Jetzt schnell zufrieden. Dann gegnerischen Spieler. Alter. Spiel durch, geht doch! So, jetzt! Ecke für Brasilien. Was ist das für ein Torhüter, der eigentlich drin sein müssen? Naja, war ein bisschen zu tiefer dafür. Kam schon jetzt ein schöner. Der Kopfball, schöner Kopfball. Die Länge stimmt. Neymar! Es geht doch! Für Brasilien! Und die Fans und die Spieler auch und selbst der Trainer kriegen sich nicht mehr ein. So, der Treffer nochmal in der Wiederholung. Und die Ecke kommt überragend herein. Da kann man sich als Abnehmer nur bedanken. Mandzukic. Allerdings. So, das war schon ganz gut. Also 2-0 habe ich erreicht, weil es ist auch das Ergebnis, das ich für heute haben Vorhersage, dankeschön, genau. Er muss schnell entscheiden und er entscheidet Vorteil. Und er entscheidet richtig. Ja, gut.
So, ich bin mal gespannt. Wir sind noch knapp 20 Minuten im Spielen. Was werden die Kroaten tun? Werden sie aggressiver spielen? Werden sie mehr auf Angriff gehen? Für die Verteidigung ein bisschen vernachlässigen? Was wird genau geschehen? Ja, ein Fehlpass ist geschehen. Da, ganz toll. Manica. Olic. Boah, Alter! Was war denn das für ein Schuss? Ja, also ohne muss ins Eckige. Wortwörtlich. Ach du Scheibenkleister. Mann, ey, was war das für eine Scheiße, ey? Da kommt der ja. spät runter bei diesem Flachschuss. Ja, wenn man da nochmal hinschaut, den hätte kein Torhüter der Welt gehalten. Absolut unerreichbar für den Keeper. Ja, doch, ich kenne einen bestimmt gehalten. Ich sag nur Diego Benaglio. Naja, vielleicht schon. Nee, aber ganz klar, mein Fehler, hätte ich mehr Verteidigung achten müssen. Aber seht schon, sind ein bisschen aggressiver. Okay, 2-1 passen wir nicht, aber auch ein 2-0 Tor. Abstand muss rein. Schuss und da war der Torwart doch noch dran, aber unfreiwillig und der Ball, er landet im Tor. Was war das denn? Ich habe keine Ahnung, was das war, ganz ehrlich. Ich habe keine Ahnung. Ich wollte, also jetzt wollte ich nach oben spielen, weil ich dachte, ja, da kommt gerade der Torhüter auf mich zu, da kann ich schön reinschieben. Dann irgendwie der Spieler zwischen Verteidiger, dann ging gar nichts mehr, wollte nochmal hin und her passen und nochmal schießen und irgendwie. Genau, hier wollte gerade schießen und dann unterbrochen und dann. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal betrachten, diesmal mit einer anderen Kamera aufgenommen. Also, es war ganz schön und ganz schön und Show, keine Frage, war. Nee, war wirklich ein schönes Tor, muss man ganz ehrlich zugeben, ein schönes Passspiel, aber es war nicht so geplant, naja. Also, das Hauptsache, das Runde ist im Eckigen. Wie oft sage ich den Spruch wohl noch, keine Ahnung. Was macht der dort? Modric. Da ist ein bisschen links-rechts-Koordinationsspiel, kann wie es aussieht. So, ich schwanke ein bisschen. Trullala. Und schon wieder dieser Angriff. So, dankeschön. So, das Problem ist natürlich nicht allzu. Natürlich könnt ihr hier mit R2 rennen und so. Und die Gegner abfangen. Das Problem ist, wenn R2 den Gegner reinlauft, ist der Ball weg. Könnt ihr knicken. So, was macht jetzt da? Rennst du noch ein bisschen oder was? Was so aus, wa? Ich glaube, da kann man ihm keinen Vorwurf machen, dass er das gibt's. Ihr habt nach oben gedrückt. Verdammt, ich wollte sagen, eine Ecke provozieren. Will und muss das Spiel noch mal in andere Bahnen lenken. Petric raus, Olic rein, sehr gut. Machen wir so. Aber ob der Trainer damit sein Ziel erreichen wird, eine 2-Tore-Führung noch auszugleichen? Na, schwierig zu sagen. Was macht der dort? Was mache ich da? Was mache ich da? Zurück. Fällt natürlich erstmal um, ist klar. Oh, voll die Grätsche rein. So, zurückgeholt. Wieder nicht zurückgeholt. Toll. Was mache ich überhaupt? Dani Alves. Hulk! Neben das Tor. Ja, da habe ich eigentlich gedacht, das Ding, das muss es sein. Das ist das Tor. Falsch gedacht. Ja, allerdings, das waren das gerade für einen Pipi-Schutz. Ich meine, erstmal von der Stärke her, aber dann vor allem die Richtung. Hulk, was vielleicht Kontaktlinsen? Kann das sein, Kumpel? Oder sind die du drin hast, nicht mehr ganz so gut? Alter, was war denn das gerade für ein Scheiß-Schuss? Ne, ganz ehrlich, ich habe richtig gezielt und so. Geradeaus, nicht irgendwie schräg nach unten und trotzdem hat er so einen Quatsch. Mandzukic. Was zum Teufel war denn das? Na gut, natürlich kann ich jetzt eigentlich nur die Defense aufbauen und aufrechterhalten. Modric. Und sonst der Angriff eigentlich so gesehen. Zurückstellen, aber natürlich will das keiner. Dankeschön. Ja, sage ich natürlich auch und danke an den Torhüter. Dankeschön, dass du ihn gehalten hast. So, wie sieht's aus? Ein Kombinationssturmangriff? Natürlich nicht. Dann ist so früh bereits aufhört. So, komm schon. Alter, wieso läuft nicht mit? Mann, ey, er soll auf der gleichen Höhe wie der gegnerische Sturm. Nicht Sturm, sondern Defense mitlaufen. Was macht er dort? Alter, was ist ein Verteidiger? Wie es rumspielt. Oh, wir haben ja die Zeit dazu. Liegen ja nur mit 2 Toren zurück. Ja, von der Arsch, ey. Alter. So, dankeschön. Starkes Zweikampf. Und der Schiedsrichter sagt, bitte was? Das war abseits. Wie? Wo? Och, Mensch. Ja, natürlich, er sieht es auch, aber das sieht er von da vorne nicht in der Abspiele. Ja, Typen da vorne. Grafikfehler, dankeschön. Ja, sind dann zu Berge gestanden. Eduardo kommt rein für Kranjca. Kann das sein? Keine Ahnung.
Nein, 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 nein! Das war ein Tor. Was war das denn? Was war da? Ich kann da unmöglich eine Grätsche machen. Alles andere aber versucht, aber ging auch nicht. Sie haben richtig zugelegt und jetzt liegt sogar der Ausgleich in der Luft. Ja, und wir haben ein richtig enges Fußballspiel. Ja, das sind solche Dinge, die wir künftig noch mehr sehen werden, wo ich ganz ehrlich sagen muss, da sagen wir als Zuschauer einfach, hallo, das musst du doch unterbinden können, aber wo ich als Spieler sagen muss, nee, ging nicht. Ich habe alles getan, was ich konnte, ging auch gar nichts, einfach alles für den Arsch. Ach, verdammt, der ist schon eine 2-0-Führung. Für den Arsch, ich gebe mich halt hier 4:2, ist mir doch jetzt kein Meister-Dribbling hin, ist mir doch auch egal. Nein, verdammt, ich bin zu sehr gerannt. Ah, natürlich im Rennen verlierst du das Ballgefühl, die Ballkontrolle ist ganz logisch. Ach, Menno. Jetzt kommt schon ein Angriff, das schaffen wir noch. Was ist das gerade? Fällt doch die Mitte, wieso? Ja gut, okay, Gegner ist jetzt so und so, ist ja schön und gut, aber so. Der könnte passen! Und das war ein unglaublicher Reflex des Keepers. Ja, du ein bisschen höher, wieso nicht ein bisschen höher? So, komm schon. Jetzt lässt nach vorne laufen, vorne und... Da hätte er auch Schwierigkeiten kriegen können, aber er hält ihn fest. Ja, wieso machst du das? Wieso, Torhüter? Wieso hältst du ihn fest? Das Runde muss ins Eckige. Das ist ein dämlicher Spruch mit der Zeit. So, komm schon. Ja, danke schön, Fred. Was ist denn jetzt los? Was? Weil ich einen Ball entgegengenommen habe. Ja, aber es war doch gar kein Pass. Oh, das ist doch... Ja, natürlich, streng nach Reglement war es ja ein Pass, von dem man natürlich abseits und so ist ja sonnenklar. Ich Schiri hätte das jetzt durchgehen lassen, ganz ehrlich. Weil der Gegner ist verdammt auch dran, also von dem her. Oh, das kannst du aber knicken. Das kannst du knicken. Alter, komm her, komm her, komm her. Sei brav, sei brav! Cesar, komm schon, greif an, greif an! Komm schon, das 4:2 muss noch her, das muss... Alter! Geht doch schon mal genau in die richtige Richtung. Jetzt ist man nach diesem Sieg Gruppenerster. Ja, das ist natürlich das Ziel aller Mannschaften. Je nachdem, wie es so läuft im Turnier, wen bekommt man dann in der nächsten Runde. Das ist eine gute Ausgangsposition. Das mag zwar sein, Buschi. Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Mein Name ist Manni Breukmann. Bis bald. Tschüss. Ja, ciao Manni, ciao Buschi, danke fürs Mitkommentieren. Aber ganz ehrlich, wenn ich mit der Leistung die nächsten Runden auf Profiniveau auch antrete, dann servus, ey. Als Angriff war ganz in Ordnung und so, vom Dribbling her, vom Zusammenspiel. Angriff, sprich die Abschlussphase von wegen Tore schießen und vor allem Tore machen, die Chancen verwerten, das war ziemlich bescheiden. Das muss noch besser werden, und vor allem die Defense, die war zum Kotzen meinerseits. Also ganz ehrlich, es ist Halbprofi und da 3:2 bloß zu spielen und trotzdem noch im Bedrängnis zu sein, nee, das geht gar nicht. Das war ziemlich wenig meinerseits, trotzdem Sieg, das muss ich unbedingt noch besser machen und hoffe, ihr seid weiterhin dabei. Wie gesagt, war jetzt der erste Part und so. Künftig werden wir nur noch mit Schweiz und Deutschland spielen, sprich kein Brasilien mehr, leider nicht. Also natürlich als Gegner kann durchaus sein, aber sonst nur noch Schweiz und Deutschland. Und ja, wenn wir sagen, wir hoffen, das Projekt gefällt uns soweit ganz gut. Und auch der WM-Modus, wenn wir mal so zocken und auch dieser spezielle jetzt Swiss und German-Modus, den wir da angehen werden. Wenn euch der Part gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, natürlich auch über einen Kommentar. Ferner wäre auch ganz froh darum, wenn ihr mir ein paar Tipps geben könnt für künftige Spiele und so, was beachten kann, was beachten muss, um dann natürlich vor allem die Schweiz nach Deutschland erfolgreich durchs Turnier führen zu können. Was kannst du mit R plus Animation spezielle Jubel auslösen? Oh, fehlt natürlich noch alles. Spielerwertung, Hulk 8.0. Ja, mir war schon ziemlich stark, der Hulk, muss man zugeben. Hulk! Hulk ist stark! Ja, war ganz cool. Nun denn, liebe Zuschauer, bleibt mir nur noch eins zu sagen. Vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank, hoffentlich, dass ihr weiter zuschauen wollt. Hoffentlich gefällt es euch soweit mal, diesem, ja, zum aktuellen Anlass halt, zur Weltmeisterschaft. Und wie gesagt, das nächste Spiel, der nächste Part wird dann am 15. Juni erscheinen, dann zwischen der Schweiz und Ecuador. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal beim FIFA World Cup 2014 in Brasilien zwischen der Schweiz und Ecuador. Ciao zusammen.